Ja, das ist genau unser Thema heute Abend zu dieser Bibelgebetsstunde im Sturm der Zeit. Und wir haben da den Text, den werden wir gleich lesen, aber ich möchte zuvor ein einleitendes Gebet sprechen. Liebevoller Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus, wir sehen uns alle irgendwie im Sturm der Zeit. Die Wellen kommen und die Wellen gehen und es kommen immer neue Wellen und wir befinden uns da mittendrin und unsere Hoffnung ist auf dich gerichtet, den Anker, den Fels, der Halt, der uns ans Ziel bringt. Mach uns das heute Abend groß, öffne uns die Augen dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, das ist der Text, worum es heute Abend geht. Apostelgeschichte 27, 20 bis 22. Da aber mehrere Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter auf uns lag, war zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung entschwunden. Und als man lange Zeit ohne Nahrung geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: O Männer, man hätte freilich auf mich hören und nicht von Kreta abfahren sollen, um dieses Ungemach und den Schaden nicht zu ernten. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn kein Leben von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Und als wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Melite hieße. Ich habe gedacht, als ich das jetzt, ich habe vor längerer Zeit mal über das ganze Kapitel mal geredet, aber jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen, wurde mir dieser Text neu in einem vielleicht etwas persönlicheren Licht klar, auch für mein eigenes Leben und auch für die Gemeindesituation. Und ich habe mir gedacht, ja, das wollen wir mal versuchen anzuwenden, denn wir sehen hier wirklich Parallelen zu dem Leben der Gemeinde, die ja auch so ein Schiff ist, mitten im Weltenmeer. Der Sturm der Zeit ist der erste Punkt. Wir lesen nochmal den Anfang. Da aber mehrere Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter auf uns lag, war zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung entschwunden. Und als man lange Zeit ohne Nahrung geblieben war. Tja, das ist es. Wir kennen alle Zeiten, in denen uns die Sonne nicht mehr scheint. Wir denken, jetzt geht mir die Sonne unter. Ich bin umhüllt von Nacht. Sind wir ehrlich? Ich kenne so viele Christen und ich erfahre das hier und da in Situationen auch. Manche viel schlimmer. Ich bin umhüllt von Nacht und da leuchtet nicht einmal mehr ein Stern. Paulus schreibt ein nicht geringes Unwetter. Das erfahren manche Christen. Ein nicht geringes Unwetter in ihrem Leben, immer neue Wellen. Man hat den Eindruck, man befindet sich so mitten im Meer und die Wellen schlagen über einem zusammen und taucht ab und zu mal wieder auf, gerade um Luft zu holen, und dann geht es schon wieder runter. Und dann kommt der Nächste und dann peitscht es wieder auf und man holt wieder Luft und wieder geht es runter. Kennen wir das? Welle über Welle kommt über uns. Eine Not der anderen kommt über uns und keine Sterne leuchten mehr. Das ist kein Lichtpunkt mehr. So weit kann es kommen. Da versagt auch menschliche Hilfe. Und unser Lebensboot scheint hilflos auf dem Meer zu treiben, von allen Winden hin und her, und es scheint sogar unterzugehen. Es kann so weit kommen in unserem Leben, wenn ich das nicht wüsste, dann würde ich es nicht sagen, es kann so weit kommen in unserem Leben, dass uns alle Hoffnung auf Rettung entschwindet. Wir sehen kein Licht mehr. Ja, das ist doch die Bibel. Ja, wunderbar.
Du hast doch Gott, du hast doch Glauben, Kopf hoch, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht. Durch die ganzen Kirchengeschichte hindurch, man muss ja nur die Biografien lesen. Ich habe zum Beispiel die beiden Bände von Michael Kotsch gelesen, diese relativ Kurzbiografien der vielen Gottesmänner und Gottesfrauen in der Kirchengeschichte. Und man muss ja sagen, alle haben das erlebt, mehr oder weniger, bis in die tiefsten Depressionen und die Schwermut hinein. Nicht, weil sie nicht christlich lebten, sondern im Gegenteil, weil sie besonders Gott hingegeben leben wollten, begleitete sie dieses Unwetter ihr Leben lang. Es gäbe da jetzt auch einen prophetischen Teil, aber den lasse ich jetzt aus. Das ist heute Abend nur eine Bibelgebetsstunde, da möchte ich mich auf das Persönliche konzentrieren. In solchen Zeiten, wenn man da mal so richtig reinkommt, wir haben das auch mal erlebt mit einem Missionar, mit dem wir zusammenarbeiteten in Südamerika, in solchen Zeiten ist man nicht selten auch ohne Nahrung. Da heißt es ja, und als man lange Zeit ohne Nahrung geblieben war. Ja, wir können uns ehrlich dieser Tatsache stellen. Es gibt Situationen, da hat uns das Wort Gottes nichts mehr zu sagen. Das Wort Gottes ist ja das Brot des Lebens, die Speise. Aber es gibt eben Situationen, da verstehen wir die Bibel nicht mehr. Wir verstehen Gott nicht mehr. Wir verstehen seine Verheißungen nicht mehr. Ja, aber du hast doch gesagt. Warum muss ich da jetzt durch und warum komme ich da nicht raus und warum habe ich manchmal den einen, oh, jetzt kriege ich wieder Luft und dann batsch, ist schon wieder weg. Warum ist das so? Und dann kann es passieren, dass wir in den Gottesdienst leer reingehen und aus dem Gottesdienst leer rauskommen. Und dass wir keine Initiative haben, keine Energie, die Bibel zu lesen, geschweige denn sie zu verstehen. Und wenn man uns eine Verheißung gibt, dann verstehen wir die noch negativ. Ich sagte, wir haben das erlebt mit einem wunderbaren Missionar in Südamerika. Man wollte ihn ermutigen, auch mit Bibelversen, und er sah alles nur negativ, weil er in einer Depression sich befand. Gott sei Dank ist er dann später da herausgekommen. Und nun, das Interessante ist, der Herr, ist doch so schön in den Evangelien. Da ist der Herr auf dem See Genezareth, nicht wahr? Und da kommt der Sturm und die Wellen peitschen. Und die Jünger haben Angst und die wenden sich an Jesus. Und dann steht er auf und sagt, schweig, sei still. Ja, und jetzt? In der Zeit nach den Evangelien? In der apostolischen Zeit, der Anfangszeit der Gemeinde Jesu, Paulus hier auf dem Meer mitten in diesem grausamen Sturm und er kann nicht aufstehen. Er hätte doch auch sagen können, Mensch, Paulus, du bist doch ein Mann, der Zeichen und Wunder tust. Du bist doch ein berufener Apostel, stell dich doch jetzt mal hin und sprich hier mal zu dem Mittelmärchen, ja? Schweig, sei still. Nein, rein gar nichts. Paulus stillt nicht den Sturm, beziehungsweise Gott stillt nicht den Sturm, aber er stillt die Seelen und gibt ihnen Gewissheit. Ihr werdet das Ziel erreichen, wie auch immer. Ihr werdet das Ziel erreichen. Ich werde dafür sorgen. Darauf kommt es an, dass du es erreichst. Und dafür wird Gott sorgen. Das Wunder wird geschehen. Ja, man fragt sich jetzt natürlich, ja, was sind die Ursachen? Was sind die Ursachen solcher Stürme in unserem Leben? Ich habe mir gedacht, es kann zwei Ursachen geben, vielleicht mehr, aber ich sage jetzt mal heute Abend, es kann zwei Ursachen geben. Ich lese hier weiter
Da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: O Männer, man hätte freilich auf mich hören und nicht von Kreta abfahren sollen, um dieses Ungemach und den Schaden nicht zu ernten. Also die eine Möglichkeit, dass man in einen Sturm gerät, dass das ganze Christenhaus ins Wanken gerät, das kann gerade das entschiedene Christentum sein. Gerade das entschiedene Christentum. Du willst dem Herrn von Herzen folgen. Du tust alles, was du tun kannst. Du bist ein Beter, du bist ein Geber, du bist ein Mitarbeiter. Du sorgst für deine Familie, du studierst die Bibel. Du nimmst da die Nachfolge im Alltag, nimmst du ernst. Und trotzdem kommt ein Sturm nach dem anderen auf dein Leben, auf dein Leben zu. Wissen Sie, ist es so, wer zur Ehre Gottes leben will, der lebt zur Unehre des Teufels. Wer im Licht lebt, der blendet die Macht der Finsternis. Und das kann die Macht der Finsternis nicht ertragen. Und da wird sie sich wehren. Übrigens umgekehrt ja auch, ja. Wer zur Unehre Gottes lebt, lebt zur. Sehen Sie, das Beispiel ist ja Paulus selber. Paulus, ich meine, der war ja nun wirklich für Gott unterwegs. Der hatte ja einen Auftrag. Er wusste ja, du musst nach Rom. Du musst nach Rom. Du musst vor des Kaisers Haus. Du musst da mein Evangelium verkündigen. Hätte der Herr ihn doch mit einem Heißluftballon hinschicken können, so ganz so schwebend über die Wolken. Er hatte einen Auftrag, er hatte eine Berufung, der Apostel Paulus. Er lebte in einer beispiellosen Hingabe. Und er war auch auf dem Schiff. Und er musste auch durch den Sturm. Und er kam auch an den Punkt, wenn er schreibt, da haben wir die Hoffnung praktisch aufs Überleben aufgegeben. Der Paulus hat gesagt, du, ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern ich bin bereit, für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Das ist für mich gar kein Problem. Ich lebe in dieser Hingabe. Ich kenne nur ein Ziel. Ich habe nur dieses eine wunderbare Ziel vor Augen, Gott zu gefallen, meinem Herrn Jesus Christus zu gefallen. Ich will alles für ihn tun. Ich will alles für ihn geben. Meine ganze Energie, den ganzen Lebenslauf, den Glaubenskampf, meine ganze Kraft setze ich für ihn ein. Und er kam auch in diesen Sturm. Gerade er, was hat der, wir haben ja den 1. und 2. Korintherbrief durchgenommen, wenn er da selber schildert, ja, was er alles durchgemacht hat. Eine Welle nach der anderen kam über ihn. Musste ich gar nicht so wundern. Im Neuen Testament in den Lehrbriefen geht das nicht so wie im Alten Testament. Wenn du nur gehorsam bist, wenn du die Gebote hältst, wirst du immer gut haben. Du und dein Haus und alle kommen hier wunderbar. Ja, ich werde dich versorgen, ich werde dich segnen mit Gesundheit. Im Neuen Testament, in der Gemeindezeit, geht das anders. Himmlische Verheißungen. Ja, und wie? Aber irdisch? Puh. Lies es doch, das Neue Testament. Du kennst es doch, oder nicht? Machen wir uns doch nichts vor. Wie viel Leid wird dort beschrieben. So wird es nämlich jedem gehen, der ein entschiedenes Christentum leben möchte. Dann schleudert der Teufel, er ist ja immer noch der Gott dieser Welt, zurzeit. Ist immer noch der Gott dieser Welt. Schleudert er dir einen Sturm entgegen, weil du zur Ehre Gottes leben willst. Ja, wie kann das passieren? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, da könnte man so viel aufzählen. Ich gebe jetzt nur mal so ein
paar Beispiele. Das kann über die Familie kommen. In manchen Familien, da funktioniert es wunderbar, da wird man fast neidisch. Da sagt man, Mensch, da funktioniert das so super und bei uns eine Welle nach der anderen. Das kann über die Nachbarschaft kommen, böse Nachbarschaft, ja, die einen nicht in Ruhe lässt. Die wissen irgendwie, die erwähnen das nicht, wenn, dann nur hintenrum, das sind Christen und schrecklich. Die greifen dich an. Das können Anfeindungen sein, das können Freunde sein, die dich verlassen, das kann Ärger im Betrieb sein. Es kann sogar finanzieller Verlust sein, es kann aber auch Krankheit sein. Es kann auch Schwermut sein, Depressionen, durchaus. Ich höre immer mal wieder, wenn ich dann im Auto fahre, ERF, Evangeliumsrundfunk, und so meistens am Nachmittag, dann ist oft so ein Interview oder samstags, dann ist ein Interview mit Personen und oft, Sie glauben nicht wie oft, mit Menschen, Pastoren oder Frauen, die sogar Autoren, Autorinnen, die in Depressionen geraten sind. Und dann berichten die darüber und wie schlimm das war und wie lange das ging. Hingegebene Personen, Menschen. Es kann eine Hiobsbotschaft nach der anderen sein. Arbeitsverlust vielleicht, Verfolgung, Verführung. Ich meine, der größte Teil unserer Welt, oder sagen wir, der größte Teil der Christenheit wird verfolgt, drangsaliert. Uns hier in der Schweiz geht es blendend. Das ist die eine Möglichkeit. Gerade weil du ein entschiedenes Christentum leben willst, musst du durch diesen Sturm. Paulus, ja, er musste auch dadurch. Und nicht nur einmal, 4-mal. Die andere Möglichkeit ist allerdings auch, dass ein unentschiedenes Christentum dafür verantwortlich ist. Und da muss man sich jetzt selber prüfen. Wie ist das jetzt mit meinem Leben, wenn ich das jetzt so erfahre? Lebe ich ein entschiedenes Christentum und ich werde deshalb angefochten, oder ist es, weil ich einfach Kompromisse eingehe? Das müssen wir leider auch erwähnen. Die Bibel ist ein seelsorgerliches Buch. Seht ihr mal, Paulus sagt hier, Männer, man hätte freilich auf mich hören sollen. Apostolische Botschaft, Wort Gottes. Man hätte freilich auf mich hören sollen. Und dann später, um dieses Ungemach und den Schaden nicht zu ernten. Also er sagt, weil ihr nicht auf mich gehört habt, ist das passiert. Und ich, der ich auf Gott höre, ich muss mit euch da durch. Schöner Schlamassel. Ja, das hat mich bewegt. Um dieses Ungemach und den Schaden nicht zu ernten. Ernten. Wie heißt es, was du säst, das erntest du. Wenn du nicht auf Gottes Wort hörst, kann es durchaus sein, dass du das dann auch erntest. Oder ich, ne? Ich muss an meine eigene Brust schlagen. Hier, das war nämlich der Fall. Apostelgeschichte 27, Vers 11, das gleiche Kapitel, geht um das gleiche Ereignis. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Mainstream. Da stehen ja Christen in Gefahr. Mainstream. Ja, wir machen da mit. Wir hören das, das fließt immer wieder auf uns ein. Und ach, na komm, ist doch nicht so schlimm, kann man doch auch irgendwie noch mitmachen. Nein, geht nicht. Nicht Mainstream. Wort Gottes. Das ist die Autorität. Da geht's lang. Nicht, was die Welt sagt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Was Gott sagt, bleibt bestehen. Wer Gottes Willen tut,
Vielleicht hat man Warnungen missachtet, seine eigenen Entscheidungen getroffen und man ist seine eigenen Wege gegangen. Man hat sich beeinflussen lassen von fremden Stimmen, ich wiederhole, Mainstream, die einen aber nur fehlgeleitet haben und die einen vom Weg abbringen wollten oder vielleicht sogar abgebracht haben. Oder man ist nicht bereit loszulassen, was man hätte loslassen sollen. Vielleicht auch Beziehungen sogar. Man war nicht bereit, sich korrigieren zu lassen nach wiederholter Ermahnung und eine andere christusähnliche Gesinnung anzunehmen. Das heißt ja hier dann auch in Vers 18 und 19 in demselben Kapitel: Da wir aber sehr vom Sturm litten, warfen wir am folgenden Tag Ladung über Bord. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Es war alles nur noch Belastung. Das ist so interessant, also ich muss das jetzt erwähnen noch, weil ich war mit der Vorbereitung fertig. Das ist das Interessante, das sage ich jetzt nicht zur eigenen Rechtfertigung, aber es war so. Ich war mit der Vorbereitung fertig und da kriege ich heute Morgen, ich war gestern mit unserer Tochter im Spital und da hatte ich Zeit den ganzen Tag und da habe ich mich vorbereitet, aber auch mit ihr geredet. Und heute Morgen kriege ich eine Andacht zugeschickt mit dem Punkt. Und da heißt es, das zitiere ich jetzt mal: Manchmal musst du im Sturm einige Dinge über Bord werfen. Es ist sogar ein sehr guter Zeitpunkt, um zu überlegen, welche unnötigen Lasten du in deinem Leben herumträgst. Es mag einige Dinge geben, die für dich keine Sünde sind, aber dennoch eine Last sind. Einen der Bereiche, den du sorgfältig überdenken solltest, sind deine Beziehungen. Es gibt manchmal Beziehungen zu Menschen, die du abbrechen musst, weil sie dich überfordern, ausbremsen und daran hindern, dorthin zu gelangen, wo Gott dich haben will. Oder es kann etwas Einfaches wie zu viel Fernsehen sein. Fernzusehen ist an sich keine Sünde, aber es kann auf jeden Fall unnötiger Ballast sein. Es kann dich daran hindern, Gottes Reden zu hören, besonders wenn du in einer Krise steckst. Wenn du also aus deiner Festgefahrenheit heraus willst, dann wirf Ballast ab. Gut getroffen, ne? Ja, der Herr könnte uns auch mal etwas härter angehen. Psalm 88,8 sagt, 888, auf mir liegt schwer dein Grimm und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Ja, aber letzter Punkt, das ist ja das Schöne bei Gott, auch wenn er uns durch manchen Sturm lässt, wir prüfen uns selber, warum bin ich da jetzt? Er will immer ermutigen. Und darum lesen wir, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein. Er schimpft sie nicht weiter aus, ihr Trottel, und hämmert weiter darauf rum, warum habt ihr nicht gehört und warum habt ihr nicht gehört? Nein, er hat es gesagt, aber gut. Und jetzt sagt er, jetzt will ich euch ermutigen. Jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn kein Leben von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Und als wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Melite hieß. Gott ist ein Gott der Treue, er kann sich selbst nicht verleugnen. Er lässt nie fallen. Er kann uns hart anpacken, aber er lässt uns nie fallen. Statt uns abzukanzeln, will er uns neu motivieren, auf ihn zu hören. Er will uns ermutigen, uns neu zu besinnen und zu ihm zurückzukommen. Das ist es, was er möchte. Und genau in dieser notvollen Situation, mitten im Sturm, stand der Paulus also auf und redete Wort Gottes zu ihnen, und das änderte radikal alles. Ich wiederhole es wurde nicht der Sturm gestillt. Da mussten sie durch.
Aber mitten im Sturm redet der Herr zu ihren Herzen und gibt ihnen Verheißung. Die Verheißung einer sicheren Ankunft. Ja, wir müssen sagen, sie erlitten Schiffbruch und sie mussten auch wertvolle, durchaus gute Sachen, das war ja nicht nur alles Ballast, die waren ja unterwegs mit Lebensmitteln und so weiter und so fort, die mussten Wertvolles über Bord wehren, kostbare Ware und Gerätschaft, die sie für das Schiff brauchten. Aber das litt jetzt alles. Sie gerieten auch wohl noch ins Wasser und mussten sich, manche, die ins Schwimmen konnten, mussten sich an Balken oder Bretter halten, ja, damit sie das Ufer erreichten. Aber Gott hat gesagt, ihr werdet es erreichen, und sie erreichten es auch alle. Das ist, was Gott erreichen möchte mit uns, mit unserem Leben. Es gibt bei ihm ein Jetzt. Und jetzt ermahne ich euch, Vers 22, ja? Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein. Es gibt bei Gott ein Jetzt, ein Heute, ein Neuanfang. Das Schiff leidet, okay, aber du kommst an. Und das gilt, damit möchte ich schließen, das gilt der gesamten Gemeinde allgemein. Durch welchen Sturm du auch durch musst, aus welchem Grund auch immer, auch wenn es der Grund ist, dass du eben Jesus von ganzem Herzen liebst und ihn ganz ernst nimmst. Du wirst gerüttelt und geschüttelt, du wirst verfolgt, du wirst erniedrigt, du wirst getreten, vielleicht wirst du geschlagen, vielleicht geht man dir aus dem Weg. Niemand, der Glied ist am Leibe Jesu Christi, wird verloren gehen. Das garantiert uns das Wort Gottes. Das ist die Verheißung. Am Ende werden alle das Ufer erreichen und die Treue Gottes in Jesus Christus loben und preisen. Und das ist uns Ansporn, im Hier und Heute ihm hingegeben zu leben. Amen.